Der Siegfried, der Drachetäter von Paul Münch. Ich bin ja 'n solide Mann und trink so wenig wie ich kann. Und höchstens zweimal als im Jahr, da kommt bei mir ein Dampes vor. Der Endrausch hab ich auf der Kerb, so bleibt's auch bis ich endlich sterb. Der Allerdampes stellt sich in, wann ich also auf'm Wurstmarkt bin. Da wird gesoff, gegrischt, gelacht und kolossal viel Spaß gemacht. Ah jo, schon ganz in alter Zeit war's dort so lustig als wie heut. Vor 1000 Jahren war dort schon als der Treffpunkt von der ganzen Pals. Nur einmal, seit das Fest besteht, da ist eine Störung eingedreht und es war so. Am Drachenfels, ganz tief im dunkelsten Gehölz, hat zwischen Hecke und Gestrüpp ein Drache sich herumgetrieb. Der war ganz gruselig anzusehen. Sei Schuppe waren blau und grie, sei Aare hen ganz grell geflimmert und scheußlich aus dem Kopf geschimmert. Der Atem aus seinem Nasenloch war feirig und hat wiecht geroch. Sei Zung war vorne nadelspitz und hat gezingelt wie der Blitz. Und was ihm in de Weg kum is, das hat dabei tot gebiss. A Menschen hat als verzehrt und hat sich gar nicht schlecht genährt. Es war wieder Wurstmarkt. Und ein Trubel, Kreische, Jole und ein Jubel, Larve, Renne und Geriss. Noch ärger, wie's gewöhnlich is, denn des Jahr hat's ein Neuer geb. Der steigt so arisch in die Kipp. Auf einmal gibt's am ersten Tisch Gwiegse und Angstgekrisch. Und gleich drauf sieht man alles rennen. Hört Weiber heile, Kinder flennen und alles wimmelt, wusselt, zappelt. Denn vorne durch den Eingang gravelt des Drache Viech und spautzt und klotzt, dass es Herz ihm in die Hose plotzt. Der Drache aber schert sich nix um all das Kreische und Gequieks und krabbelt langsam durch die Bänk bis vorne an die Schenk. Dann fangt er an und hat gefress, was da gelegen hat. Brot und Käse und dann den ganzen Haufen Wäscht, wo grad frisch angekommen waren erst. 8 Zentner Wäscht sind da verschwunden, in Zeit von einer Viertelstunde. Wie nix mehr da war, tut der Drache sich wieder auf den Heimweg machen und krabbelt langsam durch die Tür, als ob das alle Tag so wär. Und weiter auf den Drachenfels und legt sich schlafen ins Gehölz. So 2 Stunden nachher, ungefähr, kommt der Gesellschaft Herre her, von Worms rüber, froh und frisch und hocken sich gleich an den Tisch. Der Ent, ein schöner, starker Mann, der ruft, kann ich ein Neuer haben? Ich will 2 Schoppen, ich hab Durst. Und dann noch 3 Pfund Knoblauchwurst. Da sagt der Wirt, es tut mir leid, Sie kommen grad 2 Stunden zu spät. Ein ganz abscheulich wiechter Drache mit langer Fangzähne in seinem Rache ist in mei Wirtschaft eingedrungen und hat mir all mei Wurst verschlungen. Was, kreischt der Herr, wo ist der Drache? Dem Kerl war ich de gar ausmache, heut muss er noch geboren sein, so wahr wie ich des Siegfried bin. Da sagt der Wirt, am Drachenfels, da leider alles in dem Gehölz. Da ist der Siegfried aufgestanden und gleich hinaus, so schnell er kann. Auf einmal sieht er aus der Felsen den Drache sich runterwälzen. Der zischt und macht de Motzgespauz und Feierfahrt auf seine Schnauz. Er reißt sein Maul auf, riesengroß. Da stürzt der Siegfried auf'n los und stoßt dem fürchterlichen Drache, es schwert hinne in den Rache. Dann rennt ihm noch eine lange Lanz 2 Meter in sein dicke Panz. Da macht der Drache noch einen Satz und debelt wiedig mit de Tatz. Sei Ache wären Stier wie Glas, dann sinkt er langsam tot ins Gras. Das war Heldentat er Leid, die gräscht bis auf die heutige Zeit. Und seitdem ist von Jahr zu Jahr der Wurstmarkt als fideler war, weil man keine Angst mehr braucht zu haben, dass so ein Drache kommen kann. Zwar trifft noch heute Fall als ei, dass gar kein Wurst mehr übrig sind, doch das ist sicher ungewiss, dass da kein Drache schuld dran ist.